Uigurische, tibetische und Hongkonger Aktivisten haben zusammen weltweit Sportler aufgerufen, die Winterspiele in Peking 2022 zu boykottieren. Am Anfang des Monats teilte die amerikanische Regierung bereits mit, dass sie einen diplomatischen Boykott der Winterspiele beschlossen haben. Russlands Präsident Putin hat dem Westen mit nicht näher genannten Schritten gedroht, sollten seine Vorschläge für verbindliche Sicherheitsgarantien abgelehnt werden. Im Falle eines Scheiterns der Verhandlungen hänge die Antwort von den Vorschlägen ab, die mir unsere Militärexperten unterbreiten werden, sagte Putin am Sonntag im Staatsfernsehen. Das englische Institut für Wirtschaft und Arbeit kommt in seinem Bericht zu dem Schluss, dass die Weltwirtschaft erstmals 2022 $100 Trillionen überschreiten wird. China wird dem Bericht zufolge 2030 die USA überholt haben. Vor einem Jahr ging das Institut davon aus, dass China bereits 2028 die USA wirtschaftlich überholt. Mit 162 neuen Infektionen an einem Tag hat China die bislang höchste Zahl neuer lokaler Corona-Fälle in diesem Jahr verzeichnet. Wie die Behörden am Montag berichteten, wurden allein 150 Infektionen in der Metropole Xi'an gemeldet, wo bereits in der vergangenen Woche nach dem Auftreten einiger Fälle massive Ausgangssperren für die 13 Millionen Bewohner verhängt worden waren. Die EU will für manche elektronische Billigwaren aus China Extragebühren einführen. Englische Medien berichten, dass diese Überschwemmung mit Billigware den heimischen Markt gefährdet. Dieser neue Entschluss Brüssels könnte einen Handelsstreit mit China auslösen. Die internationalen Asien-News berichten von großen Überschwemmungen in Malaysia. Die Zahl der Toten wuchs auf 47. 5 Menschen werden vermisst. Insgesamt wurden 33.000 Menschen evakuiert. In Deutschland haben die genehmigten Rüstungsexporte einen Rekord erreicht. Von Januar bis 14. Dezember genehmigte die Regierung Rüstungsexporte im Wert von 9 Milliarden Euro, wie aus einer Antwort des Wirtschaftsministeriums auf eine Anfrage der linken Bundestagsabgeordneten Sevim Dağdelen hervorgeht.